Willkommen in Rachereich. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Tack så mycket. Ich heiße Lea Keller. Ich bin 24 und studiere Jus an Doktor Uni Zürich. Wenn Leute mich fragen, woher ich bin, sage ich normalerweise einfach USM Seefeld neben dem Zürichsee. Was ich nicht sage. Meine Familie ist reicher als die meisten sich schön vorstellen. Auch so nicht mir. Sie. Mein Leben ist lang zwischen zwei Welten gestanden. UF-Doktor seit mein Studieleben. Bibliothek, WG, Küche, Tram Nummer 2 am Morgen um 7. UF-Doktor andere Seite Villa von meinem Grossvater über dem See. Graue Mauer, diskrete Security, Chauffeur, der IZ will rät. Und irgendetwas, wo alle Geld nennen, aber niemand etwas Genaues erklärt. Mein Verhältnis zum Grossvater ist kompliziert gsi. Er heisst Johann Keller. In Doktor presset schon eine Mail lesen, er sei ein diskreter Investor mit eigenem Family Office in Zug. Für mich ist er lang nur mit Doktor gsi, wo immer genau gewusst hat, was er sagen will. Aber fast nie, was er denkt. Wir haben uns an Weihnachten zum Geburi und hier und da zum Znacht in ihre räuchige Brasserie in Doktor Innenstadt. Immer hat's ethisch in Doktor hinterste Ecke gegeben. Immer hat Doktor Kellner gewusst, was wir bestellen. Ich bin in dieser Welt aufgewachsen, aber nie richtig drin. Mein Zimmer hat keines seiner Stück gebraucht. Mein Konto hat gerade für Miete und Mensa reicht. Wenn ich meine Mutter Claudia gefragt habe, wieso wir trotz all dem Geld so normal leben, hat sie gelächelt und gesagt: Bescheidenheit ist unsere Sicherheit. Und der Gicht ist für mich in Ordnung gsi. Zumindest bis zu dem ein Anruf. Es ist ein Morgen im Oktober gsi. Nebel ist über dem See gestanden. Ich bin gerade aus dem Strafrechtsseminar schon, wie mein Handy vibriert hat. Auf dem Display ist Doktor Name vom Grossvater gestanden. Er ruft praktisch nie selber an. Normalerweise stand alles über seine Assistentin. Lea. Sie seine erste Wort gsi. Hast heute AB etwas vor? Seine Stimme war ruhig gsi, aber härter als sonst. Ich habe gesagt, nein, Bibliothek und willigt noch Sport. Er. Gut. Die Familie trifft sich heute bei mir zum Znacht. Es gibt etwas, wo wir besprechen müssen. Ich wette, dass du auch schonst. Ich habe mein Herz im Hals gespürt. Familiensnacht bei ihm heim selten etwas Lockeres bedeutet. Normalerweise ist es um Testamentsfragen gegangen oder um irgendetwas, wo meine Eltern nervös gemacht hat. Nach dem Telefon hat meine Mutter mir sofort geschrieben: Vergiss nicht, in schwarz schonst. Die Geschäftswelt vom Papi ist auch da. Am ABE sind wir mit dem Auto auf die Z-Villa gefahren. Mein Kleid ist Z schlicht vorgekommen im Vergleich zu Doktor perfekt abgestimmte Eleganz von meiner Mutter und meiner jüngeren Schwester Nina. Sie hat mit rotlippigem Lächeln in ihr Handy geschaut. Ich habe es am Fenster ausgegeben. Die Lichter von Zürich, wo über dem Wasser glitzert haben. Vor Doktor Villa haben zwei dunkle Limousinen gestanden. Das heisst, dass nicht nur wir da wären. Grossvater hat etwas Grösseres vorgehen. Bei der schweren Holztür ist Doktor alte Butler gestanden und hat uns mit dem gleichen nüchternen Nicken empfangen wie immer. Gute ABE Frau Keller. Gute ABE Fräulein Lea. Doktor Herr Keller wartet im Grosset-Salon. In dem Moment habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass jemand etwas vor mir versteckt. Meine Mutter hat die Gurt von ihrer Tasche festgepackt. Nina hat das Handy verstaut. Wir sind in Doktor Stille von dem Haus durch den Gang gelaufen. Jeder Schritt hat auf dem Marmor widerhallt. Im Salon ist Doktor Grossvater am Fenster gestanden. Hinter ihm Doktor dunkle See. Auf dem Tisch vor ihm liegen ein paar schmale Dossiere. Nicht aufgegliedert mit Gummibändern zusammengehalten.
Er hat sich langsam zu uns umdreht. Gut sind ihr all da. Heute rede ich mir mal klar, ohne Umschweif. Setzt EU. Wir haben uns gesetzt. Dr. Lang Holztisch im Salon ist für 12 Leute gedeckt gsi. Kristallgläser, weisse Tischtücher, ein Besteck so exakt angelegt, dass es fast wie im Spital ausgesehen hat. Nein, besser als im Spital. Perfekt. Meine ältere haben vis-à-vis vom Grossvater Platz genommen. Ich hockt ekli näher bei ihm, neben Nina. Neben dem Fenster ist noch Dr. Onkel Markus mit seiner Frau Isabelle. Beide im Banking, beide immer angelegen und ruhig. Es ist die Art Stille in Raum gsi, wo nicht leer ist, sondern voll mit unangesprochenen Sachen. Dr. Grossvater hat das Glas Wasser in die Hand genommen, aber kein wie bestellt. Das ist schon ein erste komisches Zeichen gsi. Er hat nie etwas Grosses ohne ein Glas Rotwein dabei besprechen. Merci, dass dir all schon sind. So hat er angefangen. Seine Stimme hat Dr. Rum ohne Mühe gefällt. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ich nur nervös oder schon richtig unruhig war. Die letzte Monat habe ich View zugelügt. Zugelügt, gefragt, prüft. Er hat in die Schurze Pause gemacht. Der Blick von meiner Mutter hat schnell zum Papi und wieder zurückgeführt. Ihre Hand hat unter dem Tisch eine Serviette zusammengeknüppelt. Wir reden heute über Verantwortung. Und über Transparenz. Vor allem in unserer eigenen Familie. Dr. Butler hat's vor sie es bringt. Niemand hat wirklich Hunger gehabt. Ein Besteck hat geschlingelt, aber niemand hat etwas gesagt. Ich habe mein Messer einfach aus Höflichkeit in die Hand genommen und das Gemüse schoben. Meine Gedanken sind so laut gsi, dass ich fast das Gefühl hatte, die anderen müssen sie hören. Nach dem ersten Gang hat Dr. Grossvater nögt. Die Tür zum Salon hat sich wieder aufgetan. Ein Mann im nüchternen, dunklen Anzug ist inne schon. Ich habe ihn schon mal gegeben. Dr. Meier, Dr. Hausanwalt vom Grossvater. Er hat ein Laptop-Täschli und eine schwarze Mappe dabei gehabt. Ohne irgendeine Begrüßung ist er neben Dr. Kommode stehen geblieben. Dr. Grossvater. Danke, Meier. Wir fangen an mit Überweisungen. Die Luft ist schlagartig anders gsi. Meine Mutter hat ihre Rücken gestreckt. Nina hat die Schule an die Stuhlbein verschoben. Es hat kli quietscht. Alle haben zum Grossvater gelügt. In den letzten 5 Jahren. So hat er langsam geredet. Haben wir monatlich 15.000 Franken an dich überwiesen, Lea. In der Sekunde habe ich nicht mal verstanden, was er gesagt hat. Ich habe nur meinen Namen gehört. Lea. Und Doktorbetrag. 15.000. Wie 2 Worte, die nicht zusammengehören. Was? Es ist mir auch schon, bevor ich die Frage überhaupt formuliert habe. In den letzten 5 Jahren haben wir dir monatlich 15.000 Franken überwiesen. Immer am 1. vom Monat. UF das Konto bei Dr. Zürcher Privatbank Reuss. Er hat das so sachlich gesagt wie jemand, wo es Wetter beschreibt. Ich habe langsam Dr. Schopf geläutet. Ich habe nur mein Studentenkonto bei Dr. Kantonalbank gegeben. Keine Privatbank, kein Reuss, nichts. Meine Miete, mein Semesterticket, alles hat immer grad so reicht. Das Gesicht von meiner Mutter ist blass geworden. Deine Papi hat das Gesicht verziehen. Nina hat plötzlich fast z-willi ihr Glas wie gelort. Entschuldigung. Ich habe probiert ruhig zu reden. Ich habe nie etwas überweisen bekommen. Niemals. Das müsste ich wissen. Dr. Grossvater hat kurz zu Dr. Mir gelügt. Die Anwalt hat die Mappe auf dem Tisch abgelegt und das erste Dossier aufschlag. Mappe mit Ausdrucken, Tabellen, Zahlenkolonnen. Er hat das oberste Blatt so hingelegt, dass ich es schön geben. Oben links mein Name. Lea Keller. Der untere IBAN, wo mir nichts gesagt hat. Datum, Betrag, immer gleich.
1. Januar, 1. Februar, 1. März, jedes Mal 15.000. Deine Unterschrift ist nicht drauf. Hat Doktor Grossvater gesagt. Aber die Formulare sind UF den Namen eröffnet worden. Und die Vollmacht ist von deine Eltern schon. Die Bne von meiner Gabel hat Doktor Teller schrammt. Meine Mütter hat scharf die Luft eingezogen. Lea, das ist jetzt ekli missverständlich, fang nicht grad an. Wir haben es nur für dich gemacht. Für mich. Habe ich wiederholt. Meine Stimme war brüchig gsi. So viel Geld, so viel Zeit. 5 Jahre jede Monnaie. Und ich ha nicht gewusst. Doktor Grossvater hat das erste Mal im AB wirklich direkt zu meiner Mütter gelügt. Nur fürs Kind. Also han ich das anders verstanden. Claudia. Seine Art, wie er ihre Namen ausgesprochen hat wie ein leiser Vorwurf gelungen. Meine Mütter hat die Lippe zusammenbiss. Ich habe gemerkt, wie Doktor Papi ihr unter dem Tisch die Hand nehmen wollte. Sie hat sie zurückgezogen. Meier. Bitte die Grafik. Doktor Anwalt hat das Tablet aufgemacht und Doktor Butler hat das Licht im Raum entdeckt abblendet. Auf im schmalen Bildschirm sind Liniendiagramm aufgeleuchtet. Ein roter Strich, wo die 5 Jahre zeigt. Immer Doktor gleiche Betrag, immer Doktor gleiche Richtung. Vom Konto Keller Family Office. Auf die Kontonummer mit meinem Namen. Und noch eine zweite Linie. Blau. Wo direkt weiterläuft. Von dem Konto weiter auf ein anderes. Mit anderen Namen. Ich ha schluckt. Die blaue Linie ist kurz unterbrochen, der weitergehen. Der Name ist klar lesbar gsi. Es ist keine fremde Person gsi. Keine unbekannte Stiftung. Es ist Doktorname von meiner Mütter gsi. Die Stille im Raum ist so dicht worden, dass ich fast nicht mehr richtig atmen konnte. Ich habe mein Glas Wasser genommen, aber meine Hand hat zittert. Die Leute, wo ich am meisten vertraut habe, sind plötzlich wie Fremde geworden. Doktor Grossvater hat das Tablet abgestellt. Das ist der erste Teil. Hat er ruhig Zeit. Was ihr mit dem Geld gemacht habt, Lea. Das wollte ich heute von deinen Eltern gehört. Aber erst wollte ich, dass du das da besonders anschaust. Mir hat mir ein verschlossene Kuvert hergeschoben. Auf der Vorderseite nur ein Wort. Vereinbarung. Meine Finger haben das Papier berührt. Ich habe den Blick von Doktor ganz Familie auf mir gespürt. Wenn ich das Kuvert jetzt aufmache, wird nichts mehr wie früher sein. Ich habe scharf die Luft eingezogen. Und dann habe ich das Kuvert langsam, ganz langsam aufgerissen. Im Kuvert war ein mehrrätig Papier. Nicht viel, aber genug, dass es schwer in Doktor Hand gelegen ist. Ich habe das oberste Blatt rausgezogen. Obi Doktor Briefkopf von ihrer Zürcher Privatkanzlei, wo mir vom Namen her bekannt vorgekommen ist. Darunter im nüchternen Ton. Vereinbarung über die Verwaltung des Vermögens von Lea Keller. Meine Hände sind geschallt worden. Ich habe weiter gelesen. Ich, Claudia Keller, handle als gesetzliche Vertreterin meiner Tochter Lea Keller. Ich verpflichte mich, die von Herrn Johann Keller monatlich überwiesenen Beträge treuhänderisch zu verwalten. Treuhänderisch. Ein Wort, wo ihm im Studium ständige Kommentare gebe. In der Praxis heisst das: Jemand vertraut jemandem ein Vermögen an. UF Ehrlichkeit. UF Verantwortung. Doktor nächster Satz hat mir die Kehle zugeschnürt. Die Beträge dürfen für den Unterhalt der Familie Keller eingesetzt werden. Sofern die Ausbildung von Lea Keller jederzeit sichergestellt ist. Ich habe langsam aufgeklüpft. Also ist es nicht nur mein Geld gsi. Es ist ihre Reserve gsi für unsere Familie. Für Miete, Schulgeld, Ferien, alles, was sie wollen, schön unter Unterhalt verstehen. Meine Mutter hat sich vorgebeugt. Lea, schau, das ist nicht so schlimm, wie es jetzt tönt. Wir haben es unterschrieben, weil deine Zukunft wichtig ist.
Doktor Grossvater hat nicht einfach wollen, dass du alles grad verschunst. Mir heisst das Gefühl gehen, wir müssen es bei uns bündeln. Ich habe den Blick nicht vom Papier genommen. UF-Doktor nächste Seite sind Zahlen aufgelistet gsi. Monat, Betrag, Konto von meinem Grossvater, Übergangskonto UF mein Name. Den Pfeil UF ein Privatkonto von meiner Mütter. Die Schürze dort, der weiter UF ein Haushaltskonto. Und hier und da Beträge, wo an andere IBAN gegangen sind. Luxusboutique in Genf. Leasing von 2 Autos. Schifferie in St. Moritz. Ich habe den Namen erkannt. Doktor Grossvater hat Leasegerät. Wie viel von diesen 15.000 sind effektiv für deine Ausbildung gebraucht worden, Lea? Nur das, was direkt mit der Uni und deiner Wohnsituation zu tun hat. Doktor Mehr hat Zahl gesagt. Ein Betrag, wo im Vergleich zu Doktor Gesamtsumme erstaunlich klein war. Weniger als ein Viertel. Meine Mutter hat das Gesicht verzogen. Johann, du weisst genau, wie es war. Die Hypothek, die Prämie, die Steuern. Ohne das Geld wäre es für uns schwierig geworden. Und schwieriges Umfeld ist auch nicht gut für eine Studentin. Ich habe zum ersten Mal Doktorschopf aufgegeben. Für mich ist es immer normal gsi, dass wir gut leben. Nicht übertrieben, aber besser als will ander. Kurzferien, Privatschule für Nina, der ewige neue SUV. Ich habe nie gefragt, woher es alles schon ist. Ich habe gemeint, dass sie halt den Lohn vom Papi im Asset Management. Wie lang habt ihr es geplant gehen? Meine Stimme ist leiser geworden als gewollt. Habt ihr jemals vorgehen, mir etwas zu sagen? Meine Mutter hat die Hand ausgestreckt. Lea, wir haben immer gemeint, es ist besser, wenn du nichts weisst. So hast du schöne normal studieren. Ohne Druck. Ohne die Erwartung, dass du anders wärst, weil du reich bist. Druck. Ich habe bitter gelächelt. Druck ich genug gehabt. Immer gute Noten, immer korrekt, immer die, wo sie selber finanziert. Zumindest habe ich das gemeint. Doktor Grossvater ist ruhig geblieben. Er hat meine Mütter nüchtern angelügt. Du hast gesagt, du verwaltest Geld für die Lea. Das da ist keine Verwaltung. Das ist Vermischung von deinem Leben und ihrem Vermögen. Die Vereinbarung ist in deinem Vorteil aufgesetzt worden. Der Papi hat sich seitdem erste Mal in die Diskussion eingemischt. Johann, das ist unfair. Du weisst, wie instabil deine Zuwendung sind. Wir hätten nicht wissen, ob das in 2, 3 Jahren überhaupt noch gibt. Wir haben versucht, mit dem umzugehen. Und ja, wir haben uns auch etwas erlaubt. Aber Lea hat nie gefehlt, was sie braucht. Ich habe den Blick von einem zum anderen wandern lassen. Seine Worte haben sich entschuldigend angelegt, aber keine Reue gegeben. Es ist mehr wie eine Erklärung gegeben. Sachlich nüchtern. Gerade wie Doktor Kontoauszug UF am Tisch. Doktor Grossvater hat laut aufgeatmet. Also gut. Wir können lang darüber streiten, wie wir es moralisch werten. Aber eins interessiert mich jetzt. Er hat sich zu mir gedreht. Lea, wenn du vor 5 Jahren von dem Arrangement gewusst hättest, hättest du dem CES gestimmt. Ich habe im Moment überlegt. Im Schopf haben sich all die Bilder überlagert. Die WG-Küche, wo ich mir überlegt habe, ob ich mir noch einen Nebenjob suchen sollte. Die Ferienbilder von meiner Familie, wo ich nur über WhatsApp bekommen habe, weil ich keine Zeit gehabt habe. Die Diskussion mit meiner Mutter, dass es Geld gerade nicht reicht für einen zusätzlichen Sprachkurs. Nein, habe ich gesagt. Langsam, aber klar. Ich hätte nicht CES gestimmt. Die Worte sind in Doktor Luft geblieben. Schwer unverschiebbar. Doktor Grossvater hat die Schürze nickt. Das habe ich expected. Doktor Blick ist kalt worden. Er hat das nächste Dossier aufschlag. Dann müssen wir jetzt übers Wetter reden. Meine Mutter hat das Gesicht abwendet.
Nina hat das erste Mal etwas geredet. Lea, sag doch etwas, das nicht alles zerstört. Du weisst, wir haben's nicht gemacht, weil wir dich nicht gern haben. Ich ha sie angelügt. Mein Herz hat wehgetan. Es ist nicht nur mit der Sache mit dem Geld gsi. Es ist die Erkenntnis gsi, dass sie mir über Jahre etwas Grundlegendes verschwiegen haben. Was mehr genau weitermachen sollte, habe ich in dem Moment selber noch nicht gewusst. Aber ich habe gespürt. Was immer jetzt stand. Deine nächste Wort, Lea, wird die ganze Familie verändern. Doktor Grossvater hat das Dossier zugeklappt. Mir geht der Lea jetzt das Wort. Hat er gesagt. Sie entscheidet, wie mehr mit dem umgehen. Und alle Blicke sind auf mich gelegen. Ich habe gemerkt, wie eine Entscheidung in mir aufwächst. Leise, aber konsequent. Doch es genau wird, wo ich wirklich sagen würde. Das ist mir erst in dem Moment in Sinn schon, wo ich tief Luft einzog und aufstand. Ich bin langsam aufstandi. Mein Stuhlbein hat leise über Doktorparkett geläutet. Es hat sich viel zu laut angelegt in der Stille. Wenn das mein Vermögen ist, habe ich angefangen. Dann wollte ich ab heute alles transparent geben. Jede Überweisung, jede Vereinbarung, jede Vollmacht. Meine Stimme hat eklig zittert, aber sie ist klar gsi. Ich habe probiert, langsam zu reden, nicht im Affekt. Ich bin Jus-Studentin. Also wollte ich wie ein Mensch behandelt werden, wo mitreden darf. Doktor Grossvater hat nickt. Das schöner machen. Meier, du schickst ihre alles digital zu. Aber das allein löst das Problem nicht. Ich habe kurz die Augen gemacht. Dann habe ich das nächste Wort genommen. Ich will, dass die Vollmacht, wo mein Vermögen betrifft, ab heute nicht mehr bei meinen Eltern liegt. Wenn es ein Konto gibt auf meinen Namen, dann bin ich die, wo unterschreibt. Und wenn ich nicht unterschreibe, will ich eine unabhängige Treuhänderin, nicht etwas US-Doktorfamilie. Meine Mutter ist aufgekupft. Lea, spinnst. Du verstehst keine Praxis, nur Theorie. Das ist viel zu gross für dich allein. Ich habe sie angelügt. Mütter, du hast mir 5 Jahre kein Wort gesagt. Aber du hast es gebraucht, als wäre es dein Lohn gewesen. Wer von uns zwei hätte wirklich überfordert wirken? Doktor Papi hat sich in seinen Stuhl zurückgelegt. Es ist das Lächeln, wo er immer gebraucht hat, wenn er mit Schund verhandelt. Beruhigend, aber leer. Lea, schau. Ohne unsere Entscheidung hättest du vielleicht gar nicht mehr studieren können. Damit im Seefeld, der Privatschule von früher, die Kurse. Das ist alles Teil von dem Vorteil gsi. Ich habe den Luftschalt eingezogen. Es stimmt, ich habe View bekommen. Aber nicht das, was vorgesehen ist. Nicht das Recht, selber zu wählen. Grossvater hat Hand aufgegeben. Genug. Er hat nicht laut schreien, aber es hat gelangt, dass alle verstummt sind. Lea hat ihres gesagt. Und ich werde es respektieren. Ab heute ist jedes Konto, wo auf ihre Namen läuft, für sie einsehbar und kontrollierbar. Ohne Ausnahme. Meine Mutter hat die Lippe zusammenbiss. Und mir. Was bleibt uns? Er hat sie nüchtern angelügt. Was euch bleibt, ist eure eigene Erwerb. Nicht das, was für deine Tochter vorgesehen worden ist. Es hat wie ein Ruck durch die ganze Familie gegangen. Nina hat sich plötzlich vorgebeugt. Also was ist denn mit mir? Ihre Stimme ist schärfer als das übliche weiche Tönli. Habe ich auch so ein Konto? So eine Vereinbarung. Es ist im Moment still gsi. Doktor Grossvater hat zu mir gelügt. Doktor Anwalt hat die Shirts zögert. Dann hat er's anders Kuvert rausgenommen. Dünn, aber versiegelt. Für dich gibt's andere Regeln. Nina. Hat Doktor Grossvater gesagt. Deine Mutter hat drum gebeten.
Meine Mutter ist noch mehr erblasst. Nina, wir wollen es jetzt nicht aufmachen. Das ist nicht, Doktor, richtige Moment. Ich habe zum ersten Mal an meiner Schwester ihre Blick gegeben. Nicht mehr nur der Kleine, wo alles etwas leicht ernimmt. Sondern jemand, wo plötzlich Angst hat, zu spät zu sein. Grossvater hat das Cover zwischen seine Finger gedreht. Das ist genau der Moment. Wenn wir über Fernes reden, dann für alle. Nina hat die Hand ausgestreckt. Gib. Bitte. Meine Mutter hat schnell geredet. Johann, das machst du nicht. Du splittst uns grad. Er hat sie einfach angelügt. Claudia, ihr Hand uns spaltet, wenn ihr im Geheimen mit dem Geld umgegangen sind. Jetzt reden wir nur mit drüber. Er hat das Cover langsam aufgerissen. Ich habe gemerkt, wie mein Herz wieder schneller Schlag hat. Wenn Nina auch Vereinbarung hat, dann ist das kein einzelner Fehlgriff gsi. Dann ist es System gsi. Doktor Grossvater hat Doktor Blick übers Papier gelegt. Sein Gesicht hat sich ganz klein verändert. Nicht will, aber genug, dass ich gemerkt habe. Da steht etwas, wo erst jetzt richtig die Dynamik wird verändern. Er hat das Blatt zugeklappt. Das müssen wir wohl unter 4 Augen besprechen. Hat er langsam gesagt. Zwischen mir, dir. Und dem Papi. Nina ist rot geworden. Was heisst das? Was hast du unterschrieben, Mütter? Die Fragen sind halb in der Luft hängen geblieben. Ohne Antwort, nur mit Blick. Doktor Grossvater hat die Hände verschränkt. Irgendwann. Hat er lüchend gesagt. Müssen wir in der Familie lernen, was es heisst, dass Vermögen auch Verantwortung ist. Nicht nur eine Möglichkeit. Ich habe mich langsam wieder gesetzt. Meine Knie heikli zittert. Aber in mir inne ist etwas ruhiger geworden. Wenn das da der Anfang ist, habe ich gesagt, dann wollte ich alles selber aufrollen. Mit unabhängige Mensch, nicht mehr nur intern. Und ich will die Unterlage fürs Family Office in Zug geben. Alles, was mein Name hat. Mir hat nicht. Das Schöne mehr organisieren. Aber er hat kurz zögert. Es gibt noch etwas, wo die Lea müsst wissen. Vor all der Analyse. Doktor Grossvater hat das Gesicht ekli zu der Seite dritt. Als Wetter sich vorbereite. Auf das, was jetzt stand. Das Family Office in Zug. Hat er langsam angesetzt. Verwaltet nicht nur mit deine monatliche Überweisungen. Lea. Es gibt noch ein zweites Dossier. Mit dem Namen. Und das? Hat bis heute kein in dem Raum gesehen. Doktor Grossvater hat langsam ein zweites Dossier vorgeschoben. Die Mappe ist dicker als der andere. Schwärze Register, diskrete Beschriftung. Nur ein Wort auf Doktorseite. Stiftung. Ich has angelügt. Meine Finger haben das Deckblatt berührt, aber ich has nicht gleich aufgemacht. Irgendwie habe ich gemerkt. Das ist nicht nur noch mehr Geld. Das ist etwas, wo mich selber definiert schon. Doktor Grossvater hat die Stille durchbrochen. Vor 8 Jahren. Habe ich in Zug ein Separatmandat für dich eröffnen lassen. Nicht für deine Eltern. Nicht fürs Family Office allgemein. Nur für dich. Er hat in schurzen Blick zum Anwalt geworfen. Doktor Mehr hat das Wort übernommen. Die Stiftung trägt seinen Namen indirekt. Sie ist so konstruiert, dass du ab dem 25. Altersjahr stimmberechtigt bist. Nicht nur beim Vermögen, sondern vor allem beim Zweck. Ich habe langsam Luft eingezogen. 25. Das war nächstes Jahr. Und was ist Doktorzweck? Meine Stimme ist leiser geworden. Doktor Grossvater hat nüchtern erklärt. Es geht darum.
Chancen zu schaffen für junge Leute, die nicht den Rückhalt haben, wie du ihn eigentlich hättest schön haben. Stipendien. Unterstützung für studierende US-Schweizer Familien, die zwischen Existenz und Bildung hängen. Diskret, ohne Namensschilder. Er hat mich direkt angelügt. Ich habe immer gemeint. Wenn jemand das versteht, dann du. Wegen deinem Studium. Wegen deinem Willen, deine eigene Zukunft selber zu tragen. Ich habe mich selber überrascht, wie RYCH ich gefragt habe. Wieso View ist in der Stiftung? Es war keine Schofrage. Ich wollte es wissen. Dr. Mir hat sachlich geantwortet. Ein Betrag, wo viele Leute als Lebenswerk anschauen würden. Mehr als alles, wo du bis jetzt theoretisch monatlich hättest bekommen können. Aber der Auszahlung ist beschränkt. Du kannst dir nur eine begrenzte jährliche Summe für dich selber auszahlen. Dr. Rest ist zweckgebunden. Ich habe es langsam verstanden. Das da ist keine Schatztruhe, wo ich einfach aufmache. Es ist eher ein Amt. Verantwortung. Und wieso hast du mir das nie gesagt? Habe ich gefragt. Doktor Grossvater hat lang nichts gesagt. Denn, weil deine Mutter darauf bestanden hat, dass du normal aufwachst, ohne dass dich alle nur noch als Erbin anschauen. Und will ich wollte gehen, wer du wärst, ohne dass du weisst, was im Hintergrund läuft. Ich habe an die Stunde in Doktorbibliothek gedacht. An meinen Nebenjob im Sommer. An die Diskussionen über ungerechte Bildungschancen im Seminar. Mein Mitleid für die keine Unterstützung haben. Ich kann nicht mehr schön sagen, dass alles nur mit Test war. Aber es hat sich angelegt wie eine stille Beobachtung. Wie wenn jemand die Türe zu deinem eigenen Charakter langsam auftut. Also, habe ich leise gefragt. Was heisst das jetzt ganz konkret? Dr. Mehr hat das Blatt US-Doktor-Mappe genommen. Eine kleine, nüchterne Zusammenfassung. Erst. Du übernimmst deine Rechte als Stiftungsrätin, sobald deine Unterlagen fertig sind. Zweit. Wir setzen einen unabhängigen Treuhänder oder eine Treuhänderin in Zug in, den du selber mit auswählen kannst. Dritt. Wir analysiert mit den Zähmen, was deine Eltern mit dem ursprünglich gedachten Vermögen gemacht haben. Nicht zum Strafen. Zuerst einmal zum Verstehen. Meine Mutter hat geschnaubt. Nicht zum Strafen. Das glaubst doch selber nicht. Doktor Grossvater hat sie eklig mit angelügt. Claudia. Ich bin nicht Staatsanwalt. Aber ich bin auch nicht blind. Wir machen keine Theaterszene. Wir machen Buchhaltung. Ich habe gemerkt, wie ich mit Worten bin. Aber unter dem alles ist klare Linie geworden. Ich habe langsam geredet. Also gut. Das ist mein Anliegen. Erst. Ich will, dass mir schriftlich feststellt, was mit diesen 5 Jahren ist passiert. Jede Zahl. Ohne Beschönigung. Zweit. Ich will keine rückwirkende Strafe. Aber ich will einen realistischen Plan, wie wir es wieder in Ordnung bringen. Nicht für mich, sondern fürs Prinzip. Dritt. Was die Stiftung betrifft, will ich die Unterlage im Detail prüfen. Wenn ich ja sage, dann bewusst. Nina hat mich angelügt. Und ich habe sie nüchtern angelügt. Du hast Recht darauf, alles zu wissen, was deine Zukunft betrifft. Aber das muss zwischen dir und ihnen geklärt werden. Ich kann dir nicht noch einmal die Verantwortung abnehmen. Doktor Grossvater hat langsam aufgeatmet. Zum ersten Mal am ABE hat er klein weicher gelungen. Das ist mehr, als ich hätte dürfen hoffen. Lea. Du bist nicht einfach Studentin. Du bist der Einzige in der Runde, wo es Wort Verantwortung nicht nur mehr braucht, sondern annimmt. Es Nacht ist nie mehr richtig fertig gsi. Die Teller sind halb voll geblieben.
Doktor, wie ist warm wurde. Wir sind nacheinander aufstanden, ohne übliche Höflichkeiten. Später, wo ich im Auto zurück in der Stadt war, hat Doktor See unten in Doktor Dunkelheit glitzert. Mein Handy hat vibriert. E-Mail vom Anwalt. Betreff: Zugangsunterlagen. Ich habe das Display ausgeschaltet. Nicht weil ich nicht wissen will, was drin ist, sondern weil ich zum ersten Mal selber bestimme, wenn ich einen Schritt mache. Am nächsten Tag habe ich mich fürs Seminar in Vermögensverwaltung angemeldet. Und fürs Modul Stiftungsrecht. Nicht weil ich plötzlich geldgierig geworden bin, sondern weil ich wisse, wie die Mechanik funktioniert. Wie mehr verhindert, dass Nähe alles verschwummelt. Irgendwann habe ich gemerkt, wird meine grösste Erbschaft nicht das Geld sein, sondern die Fähigkeit, nüchtern zu schauen, wo an der ich lieber nicht hinlüge. Und wenn ich das richtig mache, dann wird die Stiftung willigt genau das, was sie soll sein. Kein Denkmal für mein Vermögen, sondern ein Ort, wo es Vertrauen mehr zählt als Doktorbetrag. Und willigt. Irgendwann sitzt eine junge Studentin irgendwo in der Schweiz in ihrer Bibliothek und weiss nicht, dass jemand im Hintergrund gesehen hat. Das Mal mache ich mir's anders. Wenn dir so still, aber echte Schicht fällt, lass ein Like da und abonniere meinen Kanal. Schreib mir in den Kommentar, was du an Eleas Stelle gemacht hättest. Und schau auch das nächste Video. Für noch mehr diskrete, aber wahre Familie schickt die US-Doktor Schweiz.